Jetzt haben wir immer wieder ein bisschen das Wort Iman benutzt. Ich habe das auch nicht vor, jetzt machen, aber wir das auch noch ganz kurz anschauen. Wenn ich frage, was heißt Iman auf Deutsch, wie würden wir das übersetzen? Und wir reden immer vom Iman. Iman an Allah zum Beispiel. Wie würden wir das auf Deutsch sagen? Genau. Du weißt es natürlich, aber in der Regel kommt da, wenn ich das frage, kommt immer die Antwort, Iman gleich Glauben. Aber Iman ist nicht gleich Glauben. Wieso nicht? Könnt ihr euch den Unterschied vorstellen? Also er hat im Prinzip den Hinweis schon gegeben. Ja, was ist der Unterschied zwischen Überzeugung und Glauben? Also in gewissen Sprachen sagt man quasi, es ist identisch, aber es ist trotzdem nicht ganz identisch. Was ist der Unterschied zwischen Glauben und Überzeugung? Ich glaube, ist nicht Überzeugung, denke ich. Ja, was ist der Unterschied? Also was fehlt? Also was ist mehr? Überzeugung. Überzeugung ist mehr. Was fehlt denn beim Wort Glauben? Also nicht was? wissen. Nicht wissen, genau. Nicht wissen. Oder zumindest auch nicht sicher sein, oder? Also wenn ich das Wort Glauben benutze, beinhaltet das immer einen Restteil von Nichtwissen oder Unsicherheit. Das heißt, wenn ich sage, ich glaube, dass es Allah gibt, bin ich nicht 100% sicher. Ich bin vielleicht 99% sicher oder 99,9% sicher, aber ich bin nicht 100% sicher. Einfach nur vom Wort her, das Wort Glauben. Mit dem habe ich früher mega viel Probleme gehabt. Da tust du mit Christen zum Beispiel diskutieren und da bringst du einen Haufen Argumente und sie können nichts widerlegen. Aber am Schluss heißt es dann einfach, ja, aber weißt, am Ende wissen wir beide nicht. Du weißt nicht, ich weiß nicht, wir glauben dir nur. Und das war immer der Moment, wo ich dann auch nicht weitergekommen bin. Bis ich dann wirklich das große Glück hatte, also dass Allah mir das ermöglicht hat, dass ich eben den Islamologie-Kurs machen in der Schweiz. Und eben erstmal eigentlich so auf Deutsch einen wirklichen Islamunterricht hatte. Und das Erste, was dort beigebracht wird, ist eben unter anderem auch die Definition vom Wort Iman. Und ich eben weiss, es ist Überzeugung und nicht nur Glauben. Es ist total anders. Es hat sich für mich eine neue Welt eröffnet, jetzt rein von der Diskussionstechnik her. Weil ich kann sagen, und ich sage das auch, und ich bin auch überzeugt, also ich bin überzeugt, dass es Allah gibt. Ich glaube nicht, dass es... Wenn ich jetzt nur meinen Glauben stützen oder meinen Iman stützen auf das, was meine Eltern gesagt haben, dann könnte ich sagen, okay, ich glaube. Weil meine Eltern lügen natürlich nie. Und deshalb muss ja das stimmen, was meine Eltern sagen, dann glaube ich das. Das ist aber nicht das Gleiche, wie wenn ich jetzt selber mal mir wirklich überlege, ja, alle sagen, Allah gibt es, aber gibt es Allah wirklich? Also wenn ich selber auf die Suche gehe und mich selber überzeugen will. Überzeugt sein kann man nur, wenn man sich mit einem Thema auseinandergesetzt hat. Und wenn man sich mit dem Islam wirklich auseinandersetzt, kommt man eigentlich immer auf den gleichen Schluss. Ja, es muss Allah geben. Es ist unweigerlich nötig, wir werden das in der nächsten Lektion dann sehen, es ist also die Vernunft tut eigentlich die Existenz von Allah bedingen. Also wenn man wirklich nur mit der Vernunft schaffen würde, kommt man auf den Schluss, es muss Allah geben. Aber wenn die grössten Gegner von der Religion oder von Allah, die sind, die sich auf die Vernunft stützen, aber ihre Vernunft ist eben eigentlich begrenzt. Sie gehen bis zu einem gewissen Punkt, nachher haben sie keine Antworten mehr und die Vernunft abschalten und sagen einfach, das ist jetzt halt so. Während wir die Vernunft eben nicht abschalten, sondern bis zum Schluss gehen. Also die Vernunft bedingt die Existenz von Allah. Alles andere ist unlogisch. Und wenn ich den Punkt erreicht habe, dass ich das sagen kann, nicht einfach so sagen, weil ich es irgendwo gelesen habe, sondern weil ich wirklich den Weg gegangen bin und mir die Mühe gemacht habe, mich selber zu überzeugen, dann kann jeder kommen, eben kann irgendjemand, egal was, sagen, ich tue mich nicht einfach vom Gegenteil überzeugen lassen. Weil ich bin ja schon überzeugt. Aber wenn ich eben nicht überzeugt bin, dann kann irgendeiner kommen mit einem guten Argument, kann der meinen ganzen Glauben durcheinander bringen. Natürlich gibt es Fragen im Islam, die ich vielleicht auch nicht beantworten kann. Oder vielleicht auch noch nicht ganz verstehen. Das heisst aber nicht, dass es wegen dem kein Allah gibt. Also das heisst, das Thema, gibt es Allah oder gibt es Allah nicht, ist unweigerlich für mich ganz klar, es muss Allah geben. Es gibt keine andere Möglichkeit. Und das ist eine Überzeugung, also ich bin
Ich pflege einmal sogar zu sagen, ich bin 12,90% sicher. 12,90. Weil es ist absolut. Und wenn ich sage, ich glaube, dann sage ich bin höchstens 99%, aber ich bin nicht ganz sicher. Am Schluss bleibt immer ein gewisses Quantum von Unsicherheit. Und deshalb ist es wichtig, dass man nicht das Wort Glauben benutzt. Wir glauben nicht, also es gibt vielleicht schon Leute, die an Allah glauben, aber eigentlich sollten wir Iman haben an Allah, also wir sollten überzeugt sein an Allah. Und damit wir überzeugt sein können, ist es eben wichtig, dass wir uns bilden, dass wir an den Unterricht gehen oder selber uns bilden oder eben noch hingehen und uns ausbilden lassen. Weil nur wenn wir uns mit diesen Thematiken auseinandersetzen, nur dann können wir auch wirklich von der Überzeugung reden. Wenn ich jetzt zum Beispiel, das ist auch der einzige, wieso wir zum Beispiel Surah Yasin so detailliert anschauen, weil es sind so viele Beweise in jeder Ayah, die uns klar sagen, das kann nicht ein Mensch geschrieben haben. Also wenn ich ein Buch habe, wo ich weiss, es ist unmöglich, dass es ein Mensch geschrieben hat, dann ist es eigentlich nicht mehr schwer zu akzeptieren, dass es Allah gibt. Zum Beispiel, das ist jetzt nur eine Möglichkeit, über den Koran Allah zu finden, es gibt eine ganz andere. In der Surah Yasin, auf der ersten Seite, tut Allah sagen, es gibt 3 Möglichkeiten, wie man die Wahrheit finden kann, also wie man die Existenz von Allah entdecken kann. Indem man nach vorne schaut, vor uns ist was? Die jetzt gehört haben, sollten jetzt wissen, was ist vor uns? Also wenn ich nach vorne schaue, wie? Zukunft. Nein, nicht Zukunft, sondern... Gegenwart. Ja, aber was ist das Gegenwart? Vor uns ist die Schöpfung. Also wenn ich nach vorne schaue, dann sehe ich all das, was Allah erschaffen hat. Wenn ich all das sehe und anschaue, was Allah Ta'ala erschaffen hat, und mich mit dem auseinandersetze und nachdenke und mir Gedanken mache, was ist das, wie kommt das und wie ist das alles zusammengesetzt und wie funktioniert das Ganze, müsste am Schluss die logische Konsequenz kommen, es muss einen Schöpfer geben. Allein schon, wenn man Medizin studiert zum Beispiel, das habe ich ja gemacht, also nur wenn man mal den Menschen aufschnittst und den Menschen anschaust, wie der Mensch funktioniert. Ich kann niemanden verstehen, der Medizin studiert und nachher sagt, es ist alles zufällig entstanden. Das ist so ein perfekter Organismus und das ist so fein eingestellt, dass man sich vorstellen, nur ein Mühe von irgendetwas mehr oder weniger und schon bist du krank, wenn nicht gerade tot. Also alles ist so in einem Gleichgewicht, wo bei den verschiedensten Situationen und Umständen immer da ist. Und wenn das nicht mehr da ist, dann bist du krank, im besten Fall bist du krank. Aber wer sorgt dafür, dass das da ist? Oder wer hat das Gleichgewicht überhaupt gemacht? Also wer hat den Körper so erschaffen, dass alles in so einem Gleichgewicht sind? Und das sind nicht nur 1 oder 2 Systeme, das sind x Systeme. Wir haben das Nervensystem, das Blutsystem, das Lymphsystem, die Muskeln und all das, was allein schon das Hirn. Und das soll alles zufällig entstanden sein. Also wenn ich nach vorne schaue, wenn ich die Schöpfung anschaue, kann ich Allah finden. Wenn ich hinterher schaue, sehe ich was? Was ist hinter mir? Jetzt hast du Vergangenheit, also die Geschichte. Also wenn ich die Geschichte der Menschheit studiere, müsste ich eigentlich wieder entdecken, dass es einen Schöpfer geben muss. Natürlich kann ich dann noch nicht wissen, ob der Allah heisst oder wie, oder was der jetzt von uns will. Es geht jetzt nur um das Faktum, gibt es Allah oder gibt es nicht. Also gibt es einen Schöpfer oder nicht. Also Details, die können wir nur wissen, wenn der Schöpfer uns das auch mitteilt. Aber dass es einen Schöpfer, dass es einen gibt, der das Ganze in die Wege leitet, dass es einen gibt, der das Ganze angefangen hat, ist zwingend. Also wenn ich die Geschichte anschaue, wenn ich so die grossen Reiche anschaue, die Ägypter, die Pharaonen oder auch die Griechen, was sie alles gemacht haben und die Römer, wie sie aufgestiegen sind und dann wieder zerstört worden sind. All die Völker, die es heute gar nicht mehr gibt, von denen im Koran ja x Beispiele sind, müsste ich schon von dort auch irgendwie auf die Idee kommen, da ist eine gewisse Systematik, eine gewisse Regelmäßigkeit. Meine Geschichte wiederholt sich immer. Wenn jetzt alles auf Zufallsprinzip laufen würde, wieso wiederholt sich das? Wieso haben wir so gewisse Gesetzmäßigkeit, die sich immer wieder wiederholen? Also, wenn ich Geschichte studiere, also wenn ich nach hinten schaue, müsste ich auch eine Wahrheit entdecken. Und das Dritte ist, jetzt haben wir vorne und hinten gehabt, und das Dritte ist über uns. Also, was kommt von oben? Das Wissen, das von oben kommt, das ist
Revelation, wie sagst du, ist die Absendung von Allah. Also wenn Allah Ta'ala uns Wissen gibt, in Form von einem Koran oder sonst irgendwie, dann ist es auch eine Möglichkeit, Wahrheit zu finden. Also wie ich vorher gesagt habe, nur schon durch das Studium vom Koran müsste eigentlich jeder erkennen können, da ist irgendeine größere Macht dahinter, die nicht von dieser Welt ist. Also wenn man es ernst macht. Oder? Und das sollte das Ziel sein. Also wenn ich jetzt wirklich wissen will, gibt es Gott oder gibt es Gott nicht, dann muss ich mich ja ernsthaft mit dieser Frage auseinandersetzen. Ich kann den Koran auch nehmen und versuchen zu beweisen mit dem Koran, dass es Allah nicht gibt. Wenn meine Ausgangslage das ist, zu beweisen, Allah gibt es nicht, dann werde ich immer irgendwo irgendetwas finden und denke, schau mal, das ist ein Fehler und so, wo eigentlich gar keiner ist, aber man wird dann irgendwie alles so zurechtlegen, dass man vielleicht das Gegenteil, oder dass man denkt, man hat jetzt das Gegenteil bewiesen. Aber der Allah sucht, wird Allah auch finden. Und es gibt eben verschiedene Möglichkeiten, wie man Allah finden kann. Also unabhängig, sogar wenn kein Prophet käme, müsste man können, eben nochmal, Details nicht, also eine Scharia kannst du nicht von selber finden. Aber die Existenz, also der wichtigste Punkt von der Aqida, also vom Iman, die Existenz von Allah, auf das müsste eigentlich jeder Mensch vorlegen können. Und das bekannteste Beispiel, wer das gemacht hat, ist wer? Ibrahim a.s., wo ja nichts in seinem Umfeld hatte, außer Polytheismus. Die haben ja alle an Götzen geglaubt. Der Vater war sogar noch der Götzenbauer selber. Und es hat keine Propheten in dieser Zeit. Und Allah Ta'ala hat ihm dort auch noch keine Offenbarungen gegeben, sondern hat von sich aus entdeckt, das kann nicht sein. Es muss etwas geben, irgendetwas, das einzigartig ist, wo eins ist, wo das alles erschaffen hat und das alles lenkt und leitet. Und am Schluss hat sich dann Allah ihm offenbart und er ist dann zu einem der ganz großen Propheten geworden. Ibrahim a.s. Okay. Der Islam ist nicht etwas, das entstanden ist erst mit dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Weil jetzt haben wir gesagt, Islam heißt sich dem Schöpfer, also sich Allah Ta'ala hingeben, auf die Art und Weise, wie er es von uns will. Das heißt, alle Propheten, die vor dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sind, die sind auch sich Hingebende gewesen, sind also auch Muslime gewesen, die haben das auch Islam praktiziert. Der Unterschied ist aber, dass mit dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam auch die ganze Bewegung bzw. die ganze Religion, der Dien, den Namen Islam bekommen hat. Der Dien hat vorher nicht, also der Name Islam als der Name vom Dien, der hat es nicht gegeben. Aber die Definition, sich Allah hingeben, das haben natürlich die vorher auch schon gemacht. Das hat Adem a.s. schon gemacht. Also der allererste Mensch hat schon sich dem Schöpfer hingegeben. Also er ist auch Islam gewesen, ein Muslim gewesen. Ein Muslim ist der, wo Islam ist, also wo Islam macht. Also der, der sich Allah hingibt, ist ein Muslim. Also es ist nichts Neues, sondern also das einzige Neue ist, dass eigentlich mit dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Dien, den Namen Islam bekommen hat. Aber was heißt denn konkret Muslim? Moslem, also O gibt es eigentlich nicht. Muslim. Der Muslim ist der, der sich hingibt. Der Muslim ist also fachspezifisch gesagt der, der sich freiwillig Allah Ta'ala hingibt, und zwar so, wie er es will, also gemäß Koran, gemäß Sunna. Das ist ein Muslim. Aber und jeder, der das nicht macht, ist kein Muslim. Aber schon die Propheten, bevor der letzte Prophet kam, sind ja auch Muslime gewesen, oder? Ja. Also das heisst, ja, sie haben sich aufrichtig an Schöpfer, an einen Gott hingegeben. Genau. Also so verstehen. Richtig. Muslim bedeutet eigentlich das. Genau. Also das sind alles Muslime gewesen. Alles Muslime. Genau. Und die heutigen Muslime sind einfach islamische Muslime. So. Nein, heute sagen wir der Dien, yeah, weil der Dien ist nicht immer der gleiche. Der Kern vom Dien ist immer gleich. Es gibt nur einen Gott. Mach nichts Falsches, mach alles richtig. Das ist eigentlich der Kern vom Dien, dass man dem einen Gott, dem, der alles erschaffen hat, dass man dem dient. Aber wenn ich jetzt natürlich Gesetze anschaue, wo Isa al-Islam hat oder wo Musa al-Islam hat, die sind anders gewesen. Ein Adem al-Islam hat ein anderes Gesetz gehabt. Das heisst, gewisse Regeln haben sich verändert. Zum Beispiel ist das Gesetz der Juden viel strenger. Aus verschiedenen Gründen, von jetzt nicht eingehen. Also,
Der Dien hat sich ein bisschen geändert. Er ist jetzt spezifisch auf uns ausgerichtet. Und der Dien heisst Islam. Und der Unterschied vielleicht eben auch zu den anderen Propheten ist, dass der Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam der letzte Prophet war. Er ist der Siegel der Propheten. Das heisst, das Gesetz oder der Dien, den er gebracht hat, wird gültig sein bis zum Ende der Zeit. Es wird kein neuer Prophet kommen, es wird keine Erneuerung mehr geben. Es gibt kein Update mehr. Der ist also gültig bis zum Ende der Zeit. Das ist bei den Juden, zum Beispiel beim Volk der Juden, ganz anders. Die Juden haben praktisch, also bis zu Isa a.s., haben die Juden in jeder Generation einen Prophet gehabt. Mindestens einen, manchmal sogar mehrere. Oder Musa a.s. war nicht allein. Harun a.s., sein Bruder, war ja auch ein Prophet. Ismail und Isaac a.s. sind beides Propheten, das sind Brüder. Lut a.s. hat zur gleichen Zeit gelebt wie der Ibrahim a.s. Also es war nicht immer nur ein Prophet, aber das Volk der Juden hat in jeder Generation bis zu Isa a.s., also bis zu Jesus, mindestens ein Prophet pro Generation gehabt. Das ist interessant. Aber nicht jeder Prophet hat ein neues Buch gebracht. Also nicht jeder Prophet hat ein neues Gesetz gebracht. Also die haben mit dem Gesetzbuch von der Tora, also von Musa a.s. gelebt. Aber ja. Meinst du, jeder Prophet oder wissen wir da etwas, hat die Wahi bekommen? Ja, natürlich. Jeder? Das ist, der Erzengel Gabriel? Wie, aber das weiss man nicht jedem gleich. Weil aber bei Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam wissen wir, dass er verschiedene Arten Wahi bekommen. Also er hat offenbar verschiedene Arten bekommen. Die meiste, also das, was am meisten war, ist, dass der Engel Jibril a.s. gekommen ist. Und eine der Hauptfunktionen von Jibril a.s. ist auch das, dass er der Botschafter ist, also dass er der ist, der das Wort von Allah den Menschen bringt. Das heisst, das ist seine Aufgabe. Also auch bei Ibrahim a.s. ist auch der Jibril a.s. gekommen und hat zu ihm gesagt, mach das und mach das. Bei Isa a.s. auch? Bei Isa a.s. auch. Also Maryam, seine Mutter hat zum Beispiel auch der Jibril a.s. gesehen, also mit ihm, oder er hat ihr gesagt, du wirst einen Sohn bekommen, oder der, was Essen gebracht hat, wo niemand rum war und so weiter. Das war immer der Jibril a.s. Also die haben alle Wahi bekommen, Wahi schon, aber nicht ein Buch. Deshalb gibt es einen Unterschied zwischen Nebi und Rasul. Das ist, im Deutschen wird beides als Prophet übersetzt, aber der eine ist ein Bestätiger von dem, was vorher war, der Nebi nämlich, und der Rasul ist der mit der neuen Botschaft kommt, mit einem neuen Buch. Und gemäß unserer Akida hat es 4 Bücher gegeben, die Allah Ta'ala geschickt hat, wo wir überzeugt sind, dass die 4 Bücher gekommen sind. Das wäre die Tora, wo der Prophet Musa a.s. bekommen hat. Das wäre As-Sabur, also die Psalmen, wo der Prophet Dawud a.s. bekommen hat. Dann wäre Injil, wo der Prophet Isa a.s. bekommen hat. Und natürlich der Koran, wo der Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam bekommen hat. Das sind die 4 Bücher. Dann gibt es Propheten, die Blätter bekommen haben. Also nicht ein ganzes Buch, sondern einfach Schriften. Zum Beispiel Ibrahim a.s., von ihm sagt man, er hat 10 Seiten bekommen. Die sind auch nicht mehr rum, aber der hat zum Beispiel Schriften bekommen. Es gibt Propheten, die nur Blätter bekommen haben, also Suhuf. Und Ibrahim a.s. hat zum Beispiel etwas bekommen. Oder dann jetzt Propheten, die haben auch natürlich ihre Aufträge gehabt. Nuh a.s. hat auch einen Auftrag gehabt, aber er hat kein Buch gehabt. Oder Jakub a.s. ist auch nicht mit einem Buch gekommen. Oder welche Propheten wir jetzt denken. Und Suleiman a.s. Die haben bestätigt, was vorher gekommen ist. Und die Leute immer wieder ermahnt und sie eben daran erinnert, dass sie auf dem rechten Weg bleiben. Aber sie haben nicht ein neues Gesetz gebraucht. Und das letzte neue Buch, das gekommen ist und wo bis zum Ende der Zeit als das einzige existierende Buch bleiben wird, ist der Koran. Beziehungsweise ist gebracht worden über den Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Und der wird Gültigkeit haben bis zum Ende der Zeit. Deshalb ist es auch sehr wichtig, vielleicht ist es auch genau wegen dem auf Arabisch, weil Arabisch eben genau diese Vielfalt beinhaltet. Das heisst, dass man so auf so viele verschiedene Arten gewisse Sachen kann übersetzen oder begreifen, dass man ganz neu, also eigentlich in jedem Jahrhundert man wieder neue Sachen kann aus dem Koran entdecken kann, die schon immer drin sind, aber man früher vielleicht gar nicht verstanden hat, weil der Mensch noch nicht so viel gewusst hat. Und auch deshalb hat Allah Ta'ala versprochen, das ist im Koran ein Versprechen, das Allah Ta'ala gibt, dass er den Koran beschützt, dass er nicht sich verändern kann.
Und das ist auch beleidigt, im Prinzip, der Koran hat sich nicht verändert. Der Koran zur Zeit von Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und heute ist immer noch der gleiche. Und ich bringe immer wieder gleich Beleg. Der größte Beleg ist eigentlich, dass der Feind das nicht kann, das Gegenteil beweisen kann. Weil hätte es nur Zweifel, würde man das immer wieder im Blick und im Spiegel und im Bild, in all diesen Schlagspalten, würden wir immer wieder lesen. Schaut mal, die sagen, der Koran ist gleich geblieben, aber wir können beweisen das und das und das. Aber sie können es nicht. Weil sonst würde es das immer wieder uns vor der Nase halten. Also der Koran hat sich nicht mehr verändert und das hat Allah Ta'ala versprochen und das ist natürlich ein wesentlicher Punkt, weil würde sich der Koran verändern wie die Bücher vor ihm, dann wären wir jetzt zum Beispiel in der Zeit von 1400 Jahre später, könnte mir sagen, ja, aber Allah, du hast zwar das und das von uns wollen, aber die haben das Buch so verändert, dass wir gar nicht mehr können wissen, was du von uns willst. Also machen wir Fehler und wir können gar nicht zur Rechenschaft gezogen werden. Aber das Buch ist bis zum Ende der Zeit gültig und deshalb, genau das man eben nicht kann sagen, ich habe es nicht gewusst, hat Allah Ta'ala auch das ganze Buch geschützt und deshalb ist der Koran nicht veränderlich. Und anhand von dem merkt man auch, dass der Koran eben nicht das ist, nicht das Buch, das ist ein Mushaf, eine Niederschrift vom Koran, weil das könnte ich verändern. Ich könnte doch jetzt so einfach mit dem Typex da irgendwelche Sachen ausradieren oder auslöschen oder etwas drüber schreiben. Natürlich würde man es gerade sehen, aber ich könnte es auch ein bisschen geschickter machen. Und dann würde man es nicht sehen. Oder ich könnte zerstören, ich könnte verbrennen, ich könnte alles möglich machen mit dem Buch. Also mit dieser Niederschrift. Der Koran ist das Wort, das aus dem Mund kommt, und zwar in Arabisch. Also wir reden nur dann vom Koran, wenn er auch Arabisch ist und wenn er als Laut aus dem Mund kommt. Und das kann man nicht verändern. Und wenn ich es verändern würde, wenn ich jetzt etwas anderes sagen würde, dann weiß jeder, der den Koran kennt, oh, jetzt tut er nicht mehr Koran rezitieren, jetzt hat er irgendetwas selber gesagt. Ich finde es einfach immer so krass, oder? Weißt du, dass man mit Urarabisch, den Koran, oder? Und all die Leute, die den Koran so wie wir halt auf Deutsch lesen, wie einfach man Interpretationen machen kann. Man sagt, Allah meint es so. Und ich bin immer der Meinung, dass es eben doch nicht so einfach ist, der Koran. Es ist einfach und nicht einfach. Es gibt gewisse Sachen, wo der Koran gar keine Möglichkeit gibt für eine zweite Interpretation. Mach Salah. Ist klar. Fertig. Also die wesentlichen Sachen, die hast gar keine Interpretationsmöglichkeit. Natürlich, aber dann kommt wieder, weißt du, dann hast du wieder andere Probleme und sagst, okay, mach Salah, aber bevor du den Salah machst, mach Wudu. Und bevor du den Wudu machst, und wir haben es heute als Muslime so einfach gemacht. Ich mache das Beispiel, dass man sagt, okay, ob es wohl so einfach ist, haben wir es eigentlich mir so extrem schwer gemacht. Also ich mache jetzt das Beispiel, oder jetzt nur beim Wudu, dass wir gewisse Sachen haben, wo man sagt, okay, du kannst über den Fuß fahren, weißt, mit Abdes, oder? Dass es eigentlich wir uns einfach macht. Dass es vielleicht, weißt du, was ich meine? Ja, so, aber es sind ja keine Widersprüche. Es sind keine Widersprüche. Der Koran sagt ganz klar, du musst Wudu machen. Im Wudu gibt es 4 Sachen, die Farz sind. Die sind im Koran erwähnt. Und dann wir sagen, wir die Ibadat gemäß Koran und gemäß Sunna machen. Wenn der Prophet uns etwas vorgelebt hat, etwas vorgezeigt hat und gesagt hat, du kannst dort auch zum Beispiel einfach Mess machen, unter gewissen Umständen, mit gewissen Bedingungen, dann kannst du das machen. Dann ist das nicht etwas, wo wir uns einfacher machen, sondern ist es etwas, was es gibt. Aber häufiger ist es eigentlich eher so, dass wir es erschweren und nicht vereinfachen. Natürlich, aber dann frage ich mich, weißt, wieso, ich meine, wir verstehen es so einfach, wieso haben wir dann solche Rechtsgelehrte gehabt, die sich so viel mit dem befassen und gesagt haben, das und das und das und das braucht es, damit du das kannst machen. Ja, aber die widersprechen sich ja gar nicht. Schau mal, es gibt wenn die 4 Rechtsschulen anschaust. Das wäre vielleicht noch ein anderes Thema, das passt jetzt vielleicht nicht da rein. Ja. Weißt du, was ich meine? Also, gut, wir müssen da gar nicht darauf eingehen, aber die widersprechen sich nicht. In den wesentlichen Sachen sowieso nicht. Das Wichtigste im Islam ist Aqida. Das ist, also ich tue jetzt auch das Wort Glauben benutzen, also einfach die Überzeugung, dass wir die richtige Überzeugung haben. Das heisst, wenn ich sage, Iman an Allah, dass meine Vorstellung von Allah
nicht mein Bild, also wir müssen sie nicht verbildlichen in dem Sinn, aber ich muss wissen, was für Eigenschaften hat Allah. Und die müssen stimmen. Also wenn ich zum Beispiel eine Akida habe, wo ich sage, ja, Allah sitzt auf der Wolke Nummer 7, ist das falsch. Und es gibt keinen Gelehrten, der das jemals unterstützen würde. Weil das stützt sich auf nichts. Also jeder Gelehrte wird sagen, Allah hat keinen Ort, du kannst Allah nirgends zu hinweisen. Also die wirklich elementaren Sachen, die sind gleich. Dann gibt es schon gewisse Unterschiede, aber das ist auch nicht das, was dich in der Hochblüte vom Islam, wo es wirklich ihnen gut gegangen ist und sie die Möglichkeit hatten, wo sie nicht in einer Notsituation waren, sondern sie können philosophieren über die feinsten Details. Da hat man natürlich schon über Sachen diskutiert, wo der eine gesagt hat, das ist vielleicht eher so, und der andere gesagt, das ist vielleicht eher so. Aber das sind Detailfragen, die auch wirklich eben in einer Zeit waren, wo alles andere eben praktiziert worden ist. Und heute gibt es Leute, die sich in diesen Details verlieren, aber das Wichtige wird gar nicht erst gemacht. Und man streitet über Detailfragen, ohne dass man überhaupt das macht, wo sich alle einig sind. Das ist auch das Problem. Und man muss natürlich immer überlegen, in was für einer Zeit man lebt und in welcher Zeit tust du was thematisieren. Aber das Tauhid, der Ein-Gott-Glaube, das ist das Zentrum, das ist das, was jeder Prophet gebracht hat. Jeder Prophet hat immer gesagt, es gibt nur einen. Jeder hat gesagt, La ilaha illallah. Und nur jetzt der Letzte noch dazugefügt, aber nicht er hat dazugefügt, sondern Allah hat dazugefügt, Muhammad Rasulullah.